Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, dies wird zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den ersten FC Union Berlin. Rein in den Bums. Bin gespannt, was Tuchel heute zu erzählen hat. Kann nachgeholt werden. Morgen Abend in der Arena gegen Union Berlin. Willkommen zur Medienrunde mit Thomas Tuchel, wie gewohnt. Flecken, Wasser? Ja, Flecken. Nichts zu sehen. Aber die Hände sind zu sehen. Die erste Frage bitte, Hanna Reif für Merkur TZ. Ups. Ja, Herr Tuchel, am Sonntag konnten Sie noch nicht ganz erklären, was auf dem Feld schiefgegangen ist. Sie haben auch gesagt, die Spieler müssen sich auch vor Ihnen ein bisschen erklären. Ist das inzwischen? Habe ich nie gesagt. Ne? Sie haben gesagt, wir können auch die Spieler fragen, warum dieser Transfer nicht gelingt aufs Feld vom Training. Haben Sie inzwischen mit Ihnen Rücksprache gehalten und was von den Sachen, die vielleicht schiefgelaufen sind, kann der Kürze der Zeit am Mittwoch besser gemacht werden? Wir können, glaube ich, sehr viel besser machen, weil natürlich sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Die Erklärung bleibt die gleiche in puncto Leidenschaft, in Biss, zum Zweikampfverhalten, in der Verbissenheit, im Enthusiasmus bleiben die Grundtugenden für jedes gutes Fußballspiel. Und das war für 70 Minuten absolut unter dem Niveau, dass wir an uns selber stellen und die Messlatte, die wir an uns selber richten. Das war absolut nicht da und nicht genügend da, um verdientermaßen das Spiel zu gewinnen. Das bleibt nachher natürlich in meiner Verantwortung und das ist der Erklärungsansatz für das vergangene Spiel. Das wird immer die Basis für jedes Fußballspiel bleiben, das zumindest ich verantworte und das wird immer die Basis bleiben für ein gutes Spiel, das ich als gutes Spiel bezeichnen würde, dass diese Tugenden erstmal... Dann haben wir nicht wirklich viele gute Spiele diese Saison gemacht, Alter. Erstmal ganz klar zu erkennen sind und dich Ja, ganz klar waren die vielleicht bei 5, 6 Spielen zu erkennen, Alter. Zeichnen und die Basis sind für alle taktischen, individualtaktischen, gruppentaktischen Dinge und dass dies klar zu erkennen ist. Das haben wir auf jeden Fall nicht gezeigt. Wir versuchen das morgen auf den Platz zu bekommen. Dankeschön. Dann in der Mitte, Torben Hoffmann für Sky. Ich weiß nicht, ob du die Aussagen von Jan-Christian Dresen mitbekommen hast, der auch von einem langweiligen Spiel, vor allem auch in den ersten 70 Minuten gesprochen hat. Was macht das mit dir? Und gar nichts, weil er recht hat. Gar nichts macht. Und woher nimmt man jetzt die Zuversicht, dass der Schalter so einfach wieder umgelegt wird und gegen Union Berlin der wird auf keinen Fall einfach umgelegt, weil das natürlich weil das nicht leicht ist und nicht einfach ist. Und wir müssen sind uns der Ausgangslage, glaube ich, sehr deutlich bewusst und der Luft, die da nach oben ist. Aber das ist sowohl in dem Freundschaftsspiel gegen Basel so, das ist auch in dem Spiel gegen Hoffenheim so und jetzt wieder so gegen Werder Bremen. Ist unsere Aufgabe, meine Verantwortung. Alter, das ist so krass, ne? Er sagt selber, dass es gegen Basel und Hoffenheim auch schon so war. Bild. Also nochmal, wenn jetzt nicht morgen da Konsequenzen in der Startaufstellung sind, dann weiß ich es auch nicht mehr. Darauf einzuwirken, das nicht anzusprechen, einzufordern. Wir tun das, wir zeigen das auch. Wenn dem so ist, ja, dann kannst du ja auch klar sagen, wenn er das einfordert, zeigt, tut und macht und wir sehen 3 Spiele diese Einstellung, dann können wir ganz klar sagen, dass der Trainer die Mannschaft nicht erreicht. Punkt. Deshalb sind wir eigentlich vor den Spielen und auch vor dem vergangenen Spiel sehr, sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Wir bleiben da in den Spielen deutlich unter unseren Erwartungen zurück und werden weiter Einfluss nehmen auf diese Mannschaft und weiter Einfluss nehmen auf die Gruppe nach bestem Wissen und Gewissen und das weiter einfordern, bis der Knoten platzt Also die Aussage ist leider gerade ein Trauerspiel, muss ich sagen. Also wir werden weiter das machen, was wir bisher machen und hoffen, dass der Knoten platzt. Das ist sein Statement, Alter. Also wenn das Statement ist, wenn das die Aufstellung morgen hergibt, dass das wieder derselbe Grütz ist, ja, habe ich ja schon mehrfach gesagt, dann Halleluja, dann kannst du den Vorhang zuziehen, Alter.
Unabhängig davon, wie das Spiel gegen Union Berlin ausgeht. Bis wir in der Lage sind, da die Leidenschaft, die Gier, den Hunger, die Lust zu zeigen, die Basis ist für jedes Fußballspiel, die Basis ist. Ja, aber dann wechsel doch die scheiß Spieler aus, Alter, wenn die Spieler, die spielen, die das nicht bringen. Die Fans zu begeistern, die Basis Junge, ist, den Funken überspringen zu lassen und dass du spürst, dass da eine wirklich eine Mannschaft ist, die gemeinsam Ja, das Ziel verfolgt. Seit Monaten nicht. Ist ja nicht erst seit jetzt, seit Monaten. Und trotzdem spielen immer dieselben Cups-Koppel, Alter. Kann's nicht mehr sehen. Gegen alle Widerstände und mit Lust und mit Laune und mit auch einer Euphorie Spiele zu gewinnen. Und da sind wir hinter unseren Ansprüchen, klar. Daneben Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Junge. Hallo Herr Tuchel. Servus. Sie hatten nach dem Hoffenheim-Spiel vor dem Hintergrund des Stimmungsboykotts der Fans gegen die DFL gesagt, Sie würden sich mal wieder 90 Minuten vollen Enthusiasmus wünschen. Ja. Dann gab es im nächsten Spiel wieder diesen Stimmungsboykott. Ja. Und Ja, daran liegt es jetzt wahrscheinlich, oder was? Dass die Mannschaft nicht performt, weil die ersten 12 Minuten keine Stimmung ist. Ne? Die Reaktion der Fans, die auf einem Banner mitteilten, diesen Enthusiasmus gäbe es nicht auf Knopfdruck. Mich würde interessieren, sehen Sie darin einen Nachteil, wenn die Fans im nächsten Spiel wieder diesen Boykott durchziehen? Selbstverständlich. Ich glaube, Sie finden keinen Trainer, der das nicht als Nachteil empfindet, dass während des Spiels ein Stimmungsboykott ist. Denn Alter, wenn das jetzt eine Ausrede sein soll, dann ohne Scheiß, dann weiß ich es nicht mehr. Also ich denke, während Corona haben wir die besten Leistungen gezeigt seit 3 Jahren. Da gab es keine Stimmung. Also das Argument, was er gerade bringt, ist ja mal absolut sowas von lächerlich. wir gerade in Momenten, wo es vielleicht ein bisschen schwer ist, war, glaube ich, schon im Heimspiel gegen Stuttgart. Also es zieht sich jetzt ja schon sehr lange. Im Heimspiel gegen Stuttgart war es schon so. Da haben wir ohne Joshua gespielt mit Grippe, wir haben ohne Leon gespielt. Der Rafa Guerrero hat sein erstes Spiel im zentralen Mittelfeld gemacht, sein erstes Spiel von Beginn an gemacht. An seiner Seite war Alex Pavlovic in seinem zweiten Spiel von Beginn an. Ja, und guck mal, wie gut das war, du. Da wünschst du dir natürlich eine Stimmung gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die keine Ja, hat das so schlecht geklappt gegen Stuttgart. Ne? Das war schon echt auf der Kippe, das Spiel. Verletzungssorgen hatte, die in überragender Form war. Natürlich wünscht sich jeder einzelne Spieler, jeder von uns eine Stimmung, die einfach elektrisch ist von der ersten Minute, dass wir Naja, ganz ehrlich, da muss aber auch erstmal die Mannschaft diese Leistung auf den Platz bringen, was wir seit Monaten nicht sehen, Alter. Wie willst du denn so eine Stimmung erzeugen, wenn die Spieler den Eindruck machen, als sind es 11 Ich-AGs und alle gucken mal, habe ich heute ein bisschen Bock, habe ich keinen Bock. Alter, ist das jetzt gerade lächerlich. gepusht werden und sofort reinkommen. Ja. Wenn es dann Gründe gibt für diesen Boykott, dann ist das so, aber ich sehe die Kritik nicht an unseren Fans. Sie werden keinen einzigen Spieler und keinen einzigen Trainer finden, der sich nicht von der ersten bis zur letzten Minute die Unterstützung wünscht und die entsprechende Heimatmosphäre wünscht. Aber klar ist auch, dass wir dafür verantwortlich sind, die Stimmung dann auch drin zu lassen. Wir hatten herausragend gute Stimmung, zum Beispiel im Supercup-Spiel. Das war außergewöhnlich gut hier im Endspiel und haben es dann nicht geschafft, die Stimmung aufs Spiel zu bringen. So, wir haben keine Verantwortlichkeiten geschaffen, dass die Fans dafür daran schuld sind, dass wir im Moment zäh Fußball spielen. Und wir haben auch schon absolutes Topspiel. Zäh? Wir spielen 10 Fußball. Nee, der ist unterirdisch, der ist nicht zäh. Gemacht, während unsere Fans boykottiert haben. Aber generell bleibt meine Aussage gültig. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir wissen, in ein Stadion kommen und vor allem in einer schwierigen Phase ins Stadion kommen, dann spielt der Gegner auch erstmal gegen unser Publikum an. Und das ist im Moment. Naja, haben wir das Spiel jetzt gegen Bremen irgendwie in der ersten Viertelstunde verloren oder was? Also, I don't know, ich fühle diese Aussage gerade gar nicht. Ja, ich verstehe so den Take, dass man sagt, ja klar wäre es schöner, wenn Stimmung direkt da wäre. Ja, logisch. Aber das ist gerade wild. Das ist wild gerade. Im Moment nicht der Fall, weil es halt einfach die Situation so ist, wie es ist. Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, Sie haben gesagt, Sie werden das wieder einfordern, mehr Gier, mehr Lust und solche Sachen. Verändern Sie Ihre Ansprache nach jetzt vor diesem Spiel? Alter, frag doch endlich mal, ob du deine scheiß Startaufstellung veränderst, Alter. An die Mannschaft, nachdem Sie gesehen haben, ab und an offensichtlich funktioniert es nicht von alleine. Natürlich,
Also natürlich. Sie sagen, in welcher Form? Werden Sie viel lauter? Das weiß ich heute noch gar nicht. Also weiß ich nicht. Ich werde darauf reagieren, was auf meine Erfahrung und auf meine Intuition hören. Und ja, die war bisher Note 6, Alter. Wenn das der Fall sein sollte. Und dann auf die Mannschaft, die so aufnehmen, wie ich sie spüre, und dann darauf meine Ansprache auch regulieren und anpassen. So machen wir das immer. Wir sind die Ersten, die uns selber hinterfragen. Ich bin der Erste, der sich... Jetzt mal ernsthaft, wenn ich mich da hinsetze und erzähle, so mache ich das immer. Wir sind die Ersten, die uns hinterfragen. So mache ich das immer. Und man sieht seit einem Jahr, dass es nichts bringt. Oder bedingt. Ja. Da muss sich doch mal was ändern. Oder selber hinterfragt, wenn so wenig von dem, was eigentlich, für was ich stehen will, auch als Trainer, so wenig auf dem Platz ja, für was willst du denn stehen, Alter? ist, hinterfragen wir uns natürlich, und da gehört die Ansprache dazu, da gehört das Training dazu, alles. Nur ich bin lange genug Trainer, um auch zu wissen und zu spüren, was wir zu Beginn der Woche geliefert haben und wie wir trainiert haben und in welche Stimmung in dieser Gruppe war. Die habe ich auch gespürt. So, deshalb klar, wir hinterfragen uns, die Ansprache wird sich immer, die passt sich immer an die Situation. Aber habe ich noch nicht entschieden, in welche Richtung das jetzt passieren wird. Nächster ist Heiko Nidderer für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, der Boss Jan-Christian Dresen, die Worte wurden gerade schon angesprochen. Können Sie einmal sagen, wie jetzt so nach so einem Spiel der Austausch mit ihm ist? Gibt es da einen Austausch? Und gab es vielleicht auch einen Austausch mit Uli Hoeneß, mit dem Sie ja auch eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis haben? Absolut, ich habe auch mit Jan-Christian Dresen ein sehr gutes Verhältnis. Es gab jetzt, das ist eigentlich nichts für die Öffentlichkeit, aber es gab jetzt konkret keinen Austausch. Wir spielen alle 3 Tage. Und Christoph Freund ist natürlich mit uns beim Spiel dabei und als verantwortlicher Sportdirektor und ist jeden Tag bei uns in der Trainerkabine und hier im Gebäude. Und die räumliche Trennung zu Jan Dresen ist ja sowieso gegeben. Deshalb ist das jetzt nichts Außergewöhnliches. Also ist kein Problem. Dass Jan seine Meinung sagt, mit der er auch noch recht hat, ist erst recht kein Problem. Hinten rechts Christopher Melzer für die FAZ. Hallo Herr Tuchel, ich muss kurz ausholen. Ich habe mir nach dem Bremen-Spiel überlegt, okay, warum ist die Mannschaft vielleicht in den Angriffsdritteln, wenn nicht in Überzahl, dann zumindest in Gleichzahl in diese Räume gekommen. Ja. Und habe mich dann gefragt, okay, liegt das vielleicht auch daran, dass die Innenverteidiger manchmal nicht irgendwie in so einem spielmachenden Element nicht schnell genug, nicht mutig genug nach vorne spielen? Habe mir dann die Statistiken angeschaut, okay, nee, Dayot Upamecano, ich glaube Nummer 11, was so die raumgreifenden oder raumeröffnenden Pässe angeht. Und trotzdem, wenn man sich dann die Statistiken von David Alaba zum Beispiel hier in München anschaut, die waren dann nochmal deutlich höher. Also wie sehen Sie das? Ist das was, so die Spielmachung aus der Innenverteidigung? Ja, das ist ein interessanter Punkt, den sich wahrscheinlich auch lohnt anzuschauen. Ich glaube, jetzt in den letzten beiden Spielen war es sehr schwer für beide Innenverteidiger, das zu tun, weil beide Mannschaften 2 Spitzen auf dem Platz hatten, die es schwer gemacht haben für beide Innenverteidiger, diese Bälle oder die raumgreifenden Dribblings dann auch wirklich zu machen und unsere Angriffe mit auszulösen. Naja, aber es kann doch jetzt nicht der Take sein, unsere Innenverteidiger sind dafür zuständig, dass wir vorne schnellere Spieler haben und mehr Bewegung haben und die Innenverteidiger sind dafür zuständig, vorne die Spieler einzusetzen. Also was ist das denn jetzt für ein Take, Leute? Also jetzt lasst doch mal die Kirche im Dorf, ey. Also Ansonsten, wir haben zweimal gegen tiefstehenden Block gespielt, in einem 5-3-2 verteidigt mit eben diesen 2 Spielern. Sie haben völlig recht. Dadurch war viel Gleichzahl in der letzten Reihe, was für mich eigentlich nicht das große Problem ist, weil ich finde, wir können auch gerne in 5 gegen 5 nehmen, in 6 gegen 6 nehmen, wenn sich unsere Außenverteidiger dazu einschalten. Und wir sollten immer bereit sein, die Mannschaft weiß das auch, wir sollten immer bereit sein und immer bereit sein, in einer Gleichzeitsituation offensiv ins Risiko zu gehen. Dieses Selbstvertrauen sollten wir immer haben und sollten wir immer nehmen. Wir können nicht erwarten, gegen tiefstehenden Block nur durch Passspiele in Überzahlsituationen zu kommen. Das geht, wenn, dann nur durch einen superschnellen Seitenwechsel. Den wir noch nie gesehen haben diese Saison, Alter. Noch nicht mal den Versuch. Da machen wir im Moment ein bisschen zu viel Fehler und sind ein bisschen zu ungeduldig in der gegnerischen Hälfte.
und suchen vielleicht auch zu lange nach der Überzahlsituation, die es vielleicht so gar nicht gibt. Ja, wie gesagt, es waren jetzt zweimal ein tiefer Block mit 5, ein tiefer Block mit 3 Mittelfeldspielern. Ja, das wird sich auch nicht ändern, die kommenden Spiele, Alter. Das wird sich gegen Union nicht ändern, das wird sich sehr wahrscheinlich gegen Gladbach nicht, gegen Augsburg nicht ändern und gegen Gladbach auch nicht, Alter. Das ändert sich vielleicht gegen Leverkusen, ja, aber die sehen doch alle, wie du gegen Bayern spielst. Er sagt doch gerade selber, die haben zwei Stürmer vorne gehabt, damit kommen wir gar nicht klar. So, ja, wow. Mittelfeldspielern davor, da ist vielleicht die Gleichzahl die neue Überzahl. Also da musst du das einfach nehmen. Dann musst du und wir sind gut genug, wir sind individuell gut genug, wir sind schnell genug, dann müssen wir noch konsequenter, noch hungriger, noch mehr Laufwege für den anderen machen, um Bewegung in diese letzte 5 zu kriegen. Ja, da gebe ich ihm recht. Wir standen halt nur. Auch in den letzten 20 Minuten. Also wichtig war der Tell, Alter. Es stand alles da vorne. Es war keinerlei Bewegung drin. Um wirklich aus dem 5 gegen 5, aus dem 6 gegen 6, diese eine 1 gegen 1 Situation zu gewinnen, die dann plötzlich ein 6 gegen 5, ein 5 gegen 4 draus macht. Und wir müssen mehr auf der Suche sein nach der kleinen Zahl. Weil wenn Sie erstmal 6 gegen 6 sehen oder so, dann denken Sie, ist schwer. Aber wenn Sie ein 2 gegen 2 sehen, schaut es schon anders aus. Also ich glaube, ein 2 gegen 2 können wir immer nehmen, 3 gegen 3 können wir immer versuchen zu nehmen. 1 gegen 1 soll noch aggressiver nehmen. Aber da gelingt es einfach den Gegnern zu gut und auch zu einfach im Moment, uns den Mut zu nehmen, uns das Tempo zu nehmen und unser Spiel zu verlangsamen. Und dadurch wirkt es. Ja, und nochmal, dann sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, einige Spieler auf einigen Positionen zu verändern. Dann sehr statisch und wird dann on top noch sehr fehlerhaft im Moment. Ja, geht so, ja. Okay, das Playmaking aus der Innenverteidigung, das glauben Sie schon, dass das vorhanden ist bei den Spielern? Ich glaube, dass das jeder nach seinem Talent macht. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht David Alaba, der natürlich als Achter groß geworden ist, den ich in Jugendspielen als Zehner gesehen habe, der dann später Achter gespielt hat, der in der Nationalmannschaft auf der 10 gespielt hat und ein linker Verteidiger mit Offensivsachen. Ist der Alaba denn als Achter groß geworden? Habe ich irgendwas verpasst irgendwas übersehen in meiner... Also David Alaba ist bei uns als Linksverteidiger groß geworden. Ja, in der Nationalmannschaft hat er immer im Mittelfeld gespielt, aber bei uns hat er Linksverteidiger gespielt. Also. Ja, später dann mal im zentralen Mittelfeld, nachdem er oft genug rumgeheult hat, wurde er dann da eingesetzt, dann später in der Innenverteidigung, aber groß geworden ist ein David Alaba bei uns als linker Verteidiger, nicht als Achter. Wird dann ein unfairer Vergleich, mit jemandem zu vergleichen, der einfach sein ganzes Leben Innenverteidiger ist. Und jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und David ist natürlich, das spielt nicht umsonst hat nicht umsonst diese Rolle hier gespielt und spielt dann bei Real Madrid. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr komplettes Paket. Und ich glaube, dass Upa und auch Minje und auch Mata sehr komplette Spieler. Haben wir schon die richtige Reihenfolge gehört, oder? Wie Tore sie sieht. Spieler für eine Innenverteidigung sind und trotzdem wie sie aufgewachsen sind, wo sie sich wohlfühlen auf dem Platz, ein anderes Profil sind. Gar nicht schlechter oder besser als David, aber einfach nur anders. Und deshalb muss man aufpassen, dass man sie dann nicht... Ich weiß auch nicht, was wir jetzt hier über David Alaba diskutieren, also der seit Jahren weg ist. Also, was ist denn los? Nicht ausgerechnet mit dem Spieler vergleicht, der vielleicht gerade da seine herausragende Stärke hat. Dann können wir ja auch noch anfangen, Thiago oder Martinez oder ein Alonso mit einem Kimmich zu vergleichen. Dann sieht ja ganz düster aus. Dann jetzt der Kicker mit Mario Krischl. Ja, dann gehen wir mal von den Innenverteidigern zu den Außenverteidigern. Die Reaktion sagt schon viel aus, Alter. Alphonso Davies ist ja eigentlich ganz gut in die Saison gekommen mit 3 Vorlagen in den ersten 2 Spielen. Ja. Seitdem gar kein Scorerpunkt mehr, läuft seiner Form, die ihn 2020 so groß gemacht hat, natürlich weitgehend hinterher. Auch an entscheidenden Gegentoren mitbeteiligt. Ja, auch da. Es wird Zeit, da was zu ändern. Punkt. Gewesen. Wie sehen Sie ihn und was glauben Sie? Das ist schon viel zu lange so. Was braucht er, um vielleicht diese Peakform mal wieder... Der braucht mal 3 Spiele auf der Bank, Alter. Mal als Zeichen, dass das nicht reicht. So. Mal einen klaren Kopf kriegen. Wieder zu erreichen. Ja, also schwer zu widersprechen. Ich glaube. Da fällt mir schon wieder ein Ei aus der Hose. Sag ich euch, wie es ist. Ja, fällt schwer zu widersprechen. Also er weiß, dass Alonso, dass Fonsi auf der Posi scheiße ist.
Ja, hat er gerade bestätigt. Und er spielt trotzdem jedes verfickte Spiel dort. Ich glaube, dass Fonsi auf jeden Fall ein ganz feiner Kerl ist und auch ein sehr sensibler Kerl ist. Ich glaube, dass er unsere Unterstützung braucht, weil er das auch spürt, weil er sehr feinfühlig ist und sehr selbstkritisch. Laber. Und Halt deine dumme dann Fresse, auch Alter. eher hemmt, als dass es ihm... Junge, ist das eine dumme Scheiße, was der von sich gibt. Ohne Witz, ich kann es nicht mehr zurückhalten, Leute. Er setzt sich dahin und sagt, ja, da kann ich ihm nicht widersprechen. Also er sieht, dass Alphonso Davies, der hat 2 gute Spiele gemacht und seitdem nur Scheiße spielt. Dann setzt er sich jetzt ernsthaft dahin und fängt an zu erzählen, ja, er ist ein super sensibler Spieler, das wäre jetzt kontraproduktiv, wenn ich ihn da mal rausnehmen würde. Alter, das ist doch ein Schlag in die Fresse für alle Spieler, die sonst auf dieser Position spielen könnten. Beflügelt die Situation, so sieht im Moment auch sein Spiel ein bisschen aus. Wir sprechen viel mit ihm, wir lassen ihn immer wieder spielen, auch wenn er vielleicht seiner absoluten Topform ein bisschen hinterherhinkt. Er hat auch immer wieder Spiele, die sehr stark sind. Er hat auch immer wieder Phasen in Spielen, die sehr stark sind. Aber insgesamt, glaube ich, fehlt ihm über einen längeren Zeitraum ein bisschen Selbstvertrauen und Zutrauen. Und ja. Über einen längeren Zeitraum. Wir sind jetzt bei Spiel 17 plus 6 Champions League Spiele, 2 Pokalspiele, richtig? 27 Spiele, also seit 25 Spielen. Ich glaube, dass im Zweifel ihm am allermeisten hilft, wenn wir ihm weiter vertrauen. Wenn wir ihm weiter pudern, ne? Leute, ich brauche hier gerade irgendwas, ich muss den Vorhang zuziehen, es ist soweit. Wir können den Vorhang zuziehen. Wenn wir ihn weiter mit ihm inhaltlich arbeiten. Aber klar, es ist ein Teil auch, dass wir eigentlich natürlich unsere Stärke ist, dass er über seine Schnelligkeit auch einen Unterschied über den linken Flügel ausmacht, dass er noch besser das Timing findet, wann er dort über die Seite angreifen kann, auch wenn die Seite scheinbar erstmal blockiert ist, auch durch einen stehenden Block mal durchzulaufen, durch eine stehende Linie durchzulaufen. Denn zuletzt war es eine Fünferkette, da steht dann normalerweise dort, wo du vielleicht gegen eine Viererkette hinterlaufen kannst und den freien Raum siehst, steht in der Fünferkette vielleicht erstmal der Wingback auf seiner linken Seite, der rechte Wingback des Gegners. Und wir arbeiten daran, dass er da nicht davor dann zurückschreckt und zu viel die Seite. Wir arbeiten seit 25 Spielen daran und seit 25 Spielen sehen wir nur Grütze. Hut ab. Aber dann halten wir trotzdem an dem Spieler fest. Dann kann man, weil er ist super sensibel, den kann man da nicht mal sagen, Alphonso Davies, es reicht gerade nicht für den großen FC Bayern München. Du solltest dich mal 3 Spiele auf die Bank setzen, vielleicht reicht es dann wieder, ja. Also dieses Beispiel, was Tuchel hier gerade in dieser PK offenbart, ja. Wenn jetzt noch mal einer in den Kommentare schreibt, es ist nicht Tuchel schuld, sondern die Mannschaft, Alter, dann läuft aber was ganz verkehrt. Das ist ja ein Offenbarungseid, was er gerade von sich gibt. Er sagt ja, ich sehe, dass dieser Spieler schlecht ist. Aber wir geben ihm das Vertrauen, wir arbeiten, bla, Sülz. Kannst du gerne 3, 4 Spiele machen. Sprich gar nicht dagegen, ja, verdienter Spieler, so, Talent da, ist alles da. Kannst du gerne 3, 4 Spiele machen. Ja? Wenn du gar keine Alternative hast, wie auf der rechten Verteidigerposition, musst du damit leben. So, aber es ist doch nicht so, dass wir keine Alternative auf dieser Position haben. So, und da muss doch irgendwann mal dieser Punkt da sein, dass ich mal sage, pass mal auf, es reicht halt gerade nicht. Entweder kriegst du das mal im Griff, oder du bist halt raus. Dann nimmst du deine Köfferchen, gehst nach Real Madrid, weil die dich unbedingt haben wollen, und kannst dann da diese Leistung bringen. Ist doch völlig fein. Seite wechselt, sondern dass er da durchkommt, dass er da in dem Dreieck mit der 8 und dem Flügelstürmer, mit dem er später einfach sein Vertrauen findet. Und gegen den Ball, ja, ist er wichtig. Es kann auch der nächste Schritt für ihn sein, einfach gegen den Ball Zweikämpfe zu gewinnen und im Zweikampfverhalten nochmal auch eine Schippe draufzulegen. Wir sind an all den Themen dran und werden ihm weiter vertrauen, weil wir natürlich um sein Potenzial wissen und was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Haben wir noch 2 Fragen, bitte. Also, wir reden über Leistungssport beim FC Bayern München. Über Leistungssport. Weil wir natürlich um sein Potenzial wissen und was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir reden über Leistungssport. Das Allerwichtigste ist, warum wir weiter an ihm festhalten, weil er ein guter Kerl ist. Fertig. Hier, kannst du
rot auf dem Bildschirm ausdrucken, diesen Satz. Feierabend. Da siehst du das ganze Dilemma, siehst du hier in dieser PK, was bei uns stattfindet. Ja. Weil er ein guter Kerl ist. Ja. Deswegen müssen wir an ihm festhalten und er muss immer spielen, weil er ein guter Kerl ist. Ist egal, welche Leistung er bringt, er ist ein guter Kerl. Noch 2 Fragen, bitte. Ich fall auf den Stuhl, Alter. Ja, er ist ein guter Kerl. Sie haben gesagt, Sie vertrauen ihm weiter. Also keine Überlegungen, ihn auch mal rauszunehmen und da hinten zu tauschen. Ja, wir haben Konkurrenzkampf, natürlich. Leute, ich dreh durch. Wir hören den Satz erst zu Ende. Aber wenn jemand auf der Bank sitzt, heißt nicht, dass wir ihm nicht vertrauen, sondern das heißt einfach, dass wir hoffentlich alle gesund sind und ein paar Spiele haben. Wir tun das Beste, von dem wir denken, was es für die Mannschaft ist. Im Moment hat Fonsi jedes Spiel gemacht, hat sich das in unseren Augen auch verdient. Soll ich was dazu sagen? Ich kann es gerade nicht. Er setzt sich gerade dahin, bekommt eine Frage, die sagt, Alphonso Davies hat 2 gute Spiele gemacht, seitdem ist er nicht mehr an seine Leistungsgrenze gekommen. Tuchel stimmt dem zu. Sagt, ja, kann ich schwer was gegen sagen. Argumentiert dann, ja, Talent, Blasölz, wir halten an ihn fest, seit 25 Spielen, wir hoffen, dass es besser wird. Und in erster Linie spielt er, weil er ein feiner Kerl ist. 2 Sekunden später sagt er, ja, natürlich, der Konkurrenzkampf ist natürlich voll da bei uns und dass die Spieler, die draußen sitzen auf dieser Position, heißt ja jetzt nicht, dass wir nicht an diese Spieler glauben. Und in unseren Augen hat sich Alphonso Davies verdient, immer zu spielen. Alter, nochmal, wenn jetzt hier einer in diese Kommentarsektion reinschreibt, es liegt nicht am Trainer. Alter, dann habt ihr auch... Es ist durch. Das Thema ist durch. Wir sehen am Mittwoch dieselbe Aufstellung wie immer. Wir sehen Leimer hinten rechts, wir sehen Kimmich auf der 6 und sehen wahrscheinlich einen Goretzka auf der 8. Wenn überhaupt, wenn nicht ein Guerrero da sogar wieder aufläuft. Sonst wird sich nichts ändern. Diese Aussagen zeigen gerade das komplette Fiasko auf, was in unserem Verein herrscht. 0 Konkurrenzkampf. 0. Er spielt da, weil ein feiner Kerl ist. Und wir denken, er hat sich das verdient, durch seine Leistung da zu spielen. Vorher, 10 Sekunden vorher, sagt er, ja, Sie haben recht. Eigentlich ist keine Leistung da bei Alphonso Davies. What the fuck is going on in this Kopf, Alter? Aber klar, es ist eine Konkurrenzsituation. Aber selbst wenn er mal nicht spielen sollte, heißt das nicht, dass wir ihm nicht vertrauen. Die eigentliche Frage, was Leon Ja, okay. jetzt 2 Spieler auf der Bank saß, ist Union Berlin Leon Goretzka spielt oder sehen Sie einfach Rafael Guerrero da gerade vor? Leon war krank und Rafa hat gemeinsam mit Alex Pavlovic ein Top-Spiel gemacht auf der Doppelsechs gegen Stuttgart. Merkst du was? Tuchel, merkst du was? Merkst du nicht, ne? Welchen Namen du gerade im Mund genommen hast. Und dann nochmal gegen Wolfsburg. Es ist sehr, sehr gut gespielt und herausragend gut trainiert. Es gab und war gegen Basel unser bester Spieler auf dem Platz, auf der Doppelsechs. Es gab einfach keinen Grund, diese Nasenspitze, die er da vorne dran war, auf dem Konkurrenzkampf ihm wegzunehmen. Das war eine Entscheidung für Rafa und für seine Leistung. Es war keine gegen Leon. Entscheidung gegen Leon. Dann waren wir Leon in Basel nochmal in der... Aber ist natürlich auch ein feiner Typ, ne? Der Guerrero. Darf man nicht vergessen. Also ist ein feiner Typ. Jetzt kommt der Take, ja, Leon war ja nochmal gegen Basel in der Innenverteidigung, da muss sich erstmal wieder ein bisschen daran gewöhnen, dass er im Mittelfeld spielen kann. Innenverteidigung gebraucht, weil wir, wieso war das so? Wieso war das so? Leute, ich fall ey. Wieso war das so? Das sagt unser Trainer. Wir haben ihn in der Innenverteidigung gebraucht. Wieso war das so? Das ist unser Coach, Alter, unser Head Coach. Verletzungen gehabt dann nochmal und Eric Dyer war noch nicht da und konnten noch nicht 90 Minuten durchspielen. Deshalb war das für ihn
für Leon, der das total mannschaftsdienlich angenommen hat. Das weiß er auch von mir persönlich, deshalb kann ich die Geschichte auch erzählen. Das weiß er auch, es geht auf meine Kappe. Wir haben das gebraucht für den Ablauf, dass er in der Innenverteidigung nochmal spielt. Deshalb hat Rafa da im Mittelfeld gespielt und wir haben uns dann entschieden, es gab keinen Grund, wirklich Rafa hat keinen Grund geliefert, ihn dort wegzunehmen. Dann gibt es manchmal diese 51% Entscheidungen, die gegen dich ausfallen. Auch das hat keinerlei Aussagekraft über die Qualität, mit der Leon jetzt seit langer Zeit trainiert. Es hat keinerlei Aussagekraft, dass wir ihm nicht vertrauen. Es ist dadurch, dass Eric Dier jetzt verpflichtet wurde, so, dass Leon im Konkurrenzkampf komplett jetzt im Mittelfeld wieder ist. Da ist natürlich seine beste Position und da wird er Spiele für uns machen. Das kann morgen sein, das kann am nächsten Samstag sein. Das werden wir uns immer vorbehalten. Wir brauchen auf jeden Fall alle Spieler in dem Kader und wir brauchen auch Leute, die aus der Ungerechtigkeit der Trainerentscheidung dann Kraft ziehen, Lust ziehen, Bock haben, das Spiel zu verändern von der Bank, um Argumente zu liefern. Das ist erstmal ein ganz normaler Vorgang. Zu guter Letzt, Klaus Bergmann nochmal. Natürlich die Frage, gibt es Ausfälle für morgen seit Sonntag? Kommt irgendwas dazu? Nee, habe ich jetzt gute Frage, aber glaube ich erstmal nicht, sind alle verfügbar. Und Sie hatten ja am Sonntag das durchaus nachvollziehbar begründet, dass Sie nach der Pause oder nicht zur Pause sofort wechseln wollten, sondern weil Sie sagten, ich gebe den Spielern noch die Chance, es besser zu machen. Ja, das muss ich aber auch nicht 20, 25 Minuten machen. Ja, völlig legitim, fühle ich den Schritt. Aber maximal 10 Minuten muss dann aber auch reichen, Alter. Wenn dann keine Reaktion kommt, noch nicht mal als normal, das muss brennen. So, ja. Wenn das nicht Fakt ist nach 5 Minuten, dann bam, auswechseln. Ich denke, es war Luft nach oben und es war berechtigte Hoffnung, dass wir es besser machen. Deshalb genau, jetzt könnte man an der berechtigten Hoffnung festhalten oder sagen Sie, jetzt ist aber der Zeitpunkt, morgen ist ein Spiel, wir müssen jetzt möglichst mal wieder gewinnen. Jetzt ist es auch Zeit, das Personal zu wechseln. Wir müssen immer. Da war die Frage. Ich warte seit, 31 Minuten darauf. Und wahrscheinlich hat das jetzt noch niemals gehört und beantwortet sie gar nicht. Gewinnen, wir müssen immer gewinnen und das ist natürlich dann die Gretchenfrage. Jedes Mal ist jetzt der Moment, wo die das nochmal beweisen dürfen, dass sie es besser können. Das ist schon der Moment, wo ein paar Wechsel passieren. Ist schon der Moment, dass ein paar Wechsel passieren. Schon. Das ist dann der Moment, wo sich die Trainer die Freiheit nehmen, das erstens nicht zu verraten, wie weit schon die Überlegungen sind und zweitens natürlich jede Minute abwarten im Training und in dem Gefühl für die Gruppe. Ja, weil das verfickte Training so viel aussagt, du Spacko, Alter. Du hast dich in der letzten PK da hingesetzt, hast gesagt, ja, im Training ist alles super, 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 top. Junge, und dann jetzt fängt er wieder an zu argumentieren, ja, wir gucken uns mal das Training an. Ob die da top sind, die spielen dann wieder. Weil die das ja super ins Spiel bringen, die top im Training sind. Was ist das für ein Argument, Alter? Und um diese Entscheidung nach Wechseln und welche Wechsel so spät wie möglich zu treffen, das trifft auch auf mich heute zu, dass wir das nicht verraten für morgen. Soweit für heute. Ich bin durch, Alter. Ich bin durch mit dem Tuchel. Ohne Scheiß, der muss morgen eine Aufstellung daraus ballern, die allem widerspricht, was er heute erzählt hat. Dann können wir nochmal darüber reden, dass ich mich auf den Tuchel nochmal einlasse. Ansonsten bin ich durch mit dem Tuchel. Das Thema ist durch für mich heute. Diese Pressekonferenz war ein Offenbarungseid. Ein absoluter Offenbarungseid. Und Alphonso Davies spielt, weil er ein feiner Typ ist. Ich bin durch. Es zeigt alles auf, was in diesem Verein seit 2 Jahren schief läuft. Und jetzt seit einem Jahr unterm Tuchel. 0 Konkurrenzkampf. Es wird kein Spieler belohnt, der sich mal zeigt, der mal was tut, der mal macht. Es ist scheißegal. Spielen die Spieler, weil es feine Typen sind. Ja, perfektes Statement. Sorry für teilweise ausfallende Worte. Es geht nicht mehr, Leute. Das Maß ist voll bis hier. Das Maß ist bei mir voll bis hier. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe gedacht, jetzt kommt hier, bam, ja, hier,
So, wie er sich nachher nach dem Spiel hingesetzt hat, das reicht alles nicht. Die Spieler waren schlecht, was sie waren. Die Spieler, die reingekommen sind, haben auf jeden Fall ein bisschen Schwung gebracht. Dann muss doch auf der Hand liegen, dass man die Spieler jetzt spielen lässt, die den Schwung gebracht haben. Ja? Und wenn ich dann höre, ja, wir verschenken Alfonso Davies weiter das Vertrauen. Leute, dann hat das nichts mit Leistungssport zu tun. Das ist Kreisliga A-Niveau, wo die Leute spielen, die lange im Verein sind. Das hat nichts mit Leistungssport zu tun. Gar nichts. Sorry. Das ist ein Armutszeugnis, dass ein Trainer, der eine Champions League gewonnen hat, sich da hinsetzt und so argumentiert. Das ist ein Armutszeugnis. Geht in meinen Kopf nicht rein. Aber gut, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm. Ja? Vielleicht bin ich zu dumm für diese Sachen, dass ich sie nicht verstehe. Mag so sein. Vielleicht muss man in der heutigen Zeit 25 Spieler am schlechten Spieler festhalten und ihm weiter Zucker in den Arsch blasen. In der großen Hoffnung, dass er irgendwann die Kurve kriegt, anstatt ihn einfach mal 3 Spiele auf die Bank zu setzen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da einfach zu alt, um diese Generation zu verstehen. Ich weiß es nicht. Für mich ist das, was ein Tuchel heute in dieser PK geäußert hat, ein absoluter Offenbarungseid. Was knallhart zeigt, was bei uns im Verein falsch läuft. Seit Monaten. Ja. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ist nicht persönlich auf die Person Tuchel bezogen, auf die Person Tuchel als Trainer. Das ist eine Farce, Alter. Das beim FC Bayern München. Und man wundert sich, warum die Spieler so performen, wie sie performen, wenn sie in keinerlei Konkurrenzkampf stehen, Alter.